Fußballfreunde, Soccer Service ist heute wie angekündigt zu Gast hier beim Kissinger SC zum Volkswagen Zentrums Cup Augsburg. Neben mir Vorsitzender der Fußball-Boss des Kissinger SC, Mario Borelli. Mario, vorhin hat mein Helfer gefragt, beziehungsweise darauf geantwortet, wie es läuft. Er sagt, wenn Mario Borelli was organisiert, der organisiert sogar gutes Wetter. Stimmt das? Ja, was heißt, wenn Mario Borelli was organisiert? Für das gute Wetter kann ich auch nichts. Das ist der Petrus. Da habe ich gehofft, dass heute gutes Wetter ist und dass das auch übers Wochenende hält. Und so ein Turnier zum Veranstalten, da ist nicht nur der Mario Borelli, sondern das ist das ganze Team mit meiner Abteilungsleitung und Jugendabteilung AH vom Kissinger SC, wo mir da wirklich recht stolz geholfen haben. Und wir haben, denke ich, auch ein gutes Umfeld geschaffen. Und jetzt wünsche ich mir bloß nur, dass das Wetter hält und Haufen Zuschauer, viele Zuschauer kommen hier nach Kissing und wir zwei spannende Turniertage sehen. Von dem gehen wir aus, dass zwei spannende Turniertage kommen. Hier ist alles angerichtet. Mario, ganz kurz noch eine Frage. Was ist dein Tipp fürs Endspiel? Mein Tipp fürs Endspiel ist SV Mehring FC Stetzling. Geht ja gar nicht, oder? Nein, geht ja nicht. Wieder gerade getäuscht. Dann sagen wir mal Turkspor gegen den SV Mehring. Alles klar. Bis später. Ja, liebe Fußballfreunde, Soccer Service hat am Rande des Turniers, des Vorbereitungsturniers hier in Kissing am Mikrofon Günther Bayer, Volkstrainer vom SV Mehring. Erste Frage, was für einen Stellenwert hat so ein Vorbereitungsturnier für dich und deine Planung? Nun, es ist jetzt die zweite Woche, dass wir im Training sind und wir sehen dieses Spiel und dieses Turnier eigentlich sehr ernst. Wir wollen zeigen, dass wir trainiert haben, dass wir gut drauf sind. Und deswegen wollen wir auch dieses Turnier gewinnen, deswegen sind wir hier. Klares Statement. Frage natürlich, was sehr viele in der Region interessiert, übernommen auf Platz 9, eine einmalige Erfolgsserie hingelegt. Ist sowas planbar? Ja, wenn sowas planbar wäre, dann würden das alle so planen. Ja. Nee, das kann man nicht planen, das ist nicht möglich. Und wenn dir am Anfang der Saison oder im Januar einer sagt, hör zu, du hast 13 Spiele, von diesen 13 Spielen darfst du keins verlieren, du musst 11 Mal gewinnen und darfst dir höchstens 2 Mal Unentschieden erlauben, dann wirst du Meister, dann sagst du dem wahrscheinlich, ja, ist okay, Fußball geht ein bisschen anders. Ne. Aber dann entwickelt sich eine gewisse Eigendynamik und die Mannschaft findet Spaß dran am Gewinnen. Wir haben gute Fußballspieler gehabt in den Reihen. Ich glaube, die Chemie zwischen Mannschaft und Trainer hat bestens funktioniert. Ja, und dass es dann im Endeffekt dann gar zur Meisterschaft gereicht hat. Wir haben ja schon mit dem 2. Platz geliebäugelt und wären auch mit dem zufrieden gewesen. Das war natürlich umso erfreulicher und umso schöner. Ganz toll. Frage nur zum Abschluss. Wo geht die Erfolgsserie, die Erfolgsgeschichte mit dem SV Mehring weiter? Wohin? Was für Richtung? Was wird geplant für die neue Saison? Nun, man weiß ja, dass es eine neue Ligeneinteilung gibt. Ja. Viele Vereine in dieser Oberliga träumen von der neuen Landesliga, die da kommen soll. Und ich bin mir sicher, dass fast alle BOL-Vereine da auch das Ziel haben, da hinzukommen. Deswegen macht die Aufgabe nicht leichter. Wir wollen, glaube ich, ein bisschen kleinere Brötchen backen. Wir sind Aufsteiger. Wir müssen uns in dieser Oberliga mal zunächst zurechtfinden, müssen schauen, was da für hochkarätige und gute Mannschaften kommen. Ja, und dann werden wir sehen, was wir rausholen können. Ist ganz klar, der Erfolg soll gesucht werden. Dafür wird trainiert, dafür wird gespielt. Aber es ist in keinster Weise jetzt ein Erfolgsdruck da. Das heißt, man muss. Das haben wir nicht. Ich glaube, mit dem sollen ein paar etablierte BOL-Vereine umgehen können. Wir nicht. Wir sehen das jetzt als Herausforderung und freuen uns auf diese Oberliga. Klare Sache. Vielen Dank fürs Interview. Viel Erfolg. Ja, liebe Fußballfreunde, Soccer Service hat am Rande des Volkswagen Augsburg Zentrums Cup die Gelegenheit, mit dem Trainer von Turkspor Augsburg, Ayet Abazi, zu reden. Ayet, welcher Stellenwert hat für dich als Trainer hier die Teilnahme des Turniers? Ja gut, ganz klar, da kann man auch mal taktische Übungen oder taktische Positionen noch mal durchprobieren. Bekommt auch jeder Spieler die Chance, hier sich noch mal zum Zeigen, gegen zwei verschiedene Mannschaften. Vor allem ist es auch gut, damit man sieht, wie die Konkurrenten dastehen, wie der TSV Friedberg und eben Stetzling, sind ja auch in der Bezirksliga Süd. Da kann man schon ein bisschen mal gucken, wie wir stehen.
ob wir auf dem richtigen Weg sind. Aber letztendlich ist es einfach wichtig, um hier ein paar Sachen auszuprobieren. Und mehr lege ich eigentlich nicht Wert. Also auch wenn die Spiele verloren gehen, Hauptsache ich probiere meine taktischen Übungen oder Variationen. Okay. Genau. Turkspor Augsburg war ja lange Zeit letztes Jahr, hat um die Meisterschaft mitgespielt, so im vorderen Drittel. Wie sieht es heuer aus? Wie ist die Planung bzw. die erfolgsorientierte Planung zu sehen? Ja gut, ganz klar. Also wir wurden mit sehr guten Spielern verstärkt. Wichtigste ist, dass die Spieler jetzt gut integriert werden und die Planung ist ganz klar, vorne um den ersten Platz mitzuspielen. Klares Statement, du hast es angesprochen, Verstärkung für Turkspor Augsburg. Wer ist denn gekommen? Es sind mehrere Spieler gekommen, also von der Erfahrung her ein Selçuk Akdemici vom TSV Eindling ist zu uns gestoßen, dann der Dominik Britsch, den ich selber schon als Kind kenne, der ist eben bei mir in der Gegend aufgewachsen und der ist von Schwarm Augsburg dazu gerückt. Dann der Ferhat Keleş in der Innenverteidigung aus Memmingen, der vorher, ich glaube, 2 Jahre in der Bayernliga unter Kurt Kovac gespielt hat. Dann eben Dominik Vavra, der wieder zurück ist von FC Augsburg 2. Dann haben wir noch, jetzt muss ich schon anfangen zu überlegen, dann haben wir den Ufuk als Spielmacher von Unterhaching, der die Chance wieder nutzen will, wieder aktiv, wieder richtig Fußball zu spielen. Der hat es aufgegeben, sage ich mal, nach einem Jahr in Unterhaching in der Drittligamannschaft. Da hat er Kurzeinsätze gehabt und das ist mit Sicherheit auch eine große Verstärkung. Und dann haben wir natürlich auch andere Spieler von der Jugend, die rausgekommen sind, die eigentlich auch sehr gut sind. Die sind ja Meister geworden, haben auch das Relegationsspiel gewonnen. Da rücken mit Sicherheit auch 2, 3 in den Kader und so wird der Kader eigentlich auf 20, 22 Mann dieses Jahr vergrößert. Es war mit Sicherheit auch letztes Jahr der Grund, warum wir keinen Erfolg gehabt haben, weil am Schluss doch die Spieler knapp geworden sind. Die Einheiten konnten nicht mehr alle zu 100% durchziehen und variieren konnte ich dann eben nicht mehr. Und da wussten die Spieler schon eigentlich, dass sie spielen. Und dann hat schon ein bisschen der Biss gefehlt am Schluss. Und ich hoffe, dass dieses Jahr eben mit dem Konkurrenzkampf der Biss bis zum letzten Spiel eben da sein wird. Und wir dann eben mit der Verstärkung hoffentlich auch aufsteigen werden. Gewaltiges Potenzial. Wir wünschen dir und deinem Team natürlich viel Erfolg. Verletzungsfreie Saison. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Danke sehr.